2005 hatte mir an Europa eng Migrationskrise. Mehr wie 1,2 Millionen Asylufroe goufen 2015 an der EU gestalt, a bis haut bald 9 Millionen. Das ist die größte Bewegung von Menschen an Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir haben es nicht gepackt, wie Madame Merkel es vorausgesagt hat. Diesen Asyl- und Migrationspakt ist ein weiterer Versuch, mehr Ordnung an den Asylchaos von den letzten 10 Jahren zu bringen. Die Forderungen von der ADR für uns 10 Jahre waren dieselben wie heute. Der ADR steht für das Asylrecht für Leute, die wirklich Schutz brauchen. Wir denken dafür an allem an Asyl für Einzelpersonen, die aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt gehen. Wir denken aber auch an exzeptionell humanitäre Gesten, wie zum Beispiel eine syrische Mama mit 4 kleinen Kindern aus einem Flüchtlingscamp aus der Türkei auf Lützburg zu holen. Es gibt ein Recht auf Asyl, mit gibt kein Recht, sich sein Asylland selber rauszusichern. Flüchtlinge sollen Asyl am echt sicheren Drittland aufrufen, wo sie auch von UN-Agenzen professionelle betreut können gehen, an ihrer Region, an ihrem Kulturkreis. Wir müssen Flüchtlinge aktiv encouragieren, direkt Asyl zu fordern, und decouragieren, sich über langen und gefährliche Weg zu machen. Alles Ernste führt zu einem Migrationsstrom. Die Asylprozedur muss sehr fair und transparent sein. Sie darf nicht durch unnötige Rekurren über Monate absichtlich verschläft gehen. Die Asylprozedur darf nicht für ökonomische Migration missbraucht gehen. Ökonomische Migration kann nicht mehr durch ein Arbeitsvisa funktionieren, wo ein Arbeitsplatz auf den Migrant wird. Wir sind für eine kontrollierte Arbeitsmigration, wie das auch nach dem Zweiten Weltkrieg gut funktioniert hat bei den Italienern und bei den Portugiesen. Aufgelehnte Asylbewerber müssen direkt als sehr ausgewiesen gehen. Wenn ein Land sich weigert, seine Leute zurückzuholen, muss die EU über Sanktionen gegen das Land nachdenken. Kriminelle Asylbewerber, aber auch Kriminelle mit Asylstatus sollen, wenn möglich, ihren Status verlieren. An den letzten 10 Jahren ist quasi nichts von unseren Forderungen effektiv umgesetzt gehen. Gott sei Dank geht dieser Asylpakt in genau die Richtung, die wir als RDR schon für uns 10 Jahre gefordert haben. Auch bei dem heutigen Thema als DDR an der politischen Mitte von Europa. Aber wir sind auch die einzige Partei Habannen, die den Courage hat, Probleme klar mit dem Namen zu nennen. Und die einzige Partei, die seit Jahren mehr strikt, mehr fair Mesuren fordert. Migrationskrise war mehr wie ein Asylchaos. Für viele Bürger war der Bruch mit den Medien und mit der Politik. Mein Bruch kam am September 2015, wo ich ein paar Tage mit einem Migrationsstrom drauf war. Ich war zu Belgrad an dem Park bei der Busstation, wo die Migranten Station gemacht haben. Ihr seid entweder über Ungarn oder Kroatien weitergezogen. Ich habe 3 Tage lang mit wahrscheinlich 50 Migranten und Personen, die hier agiert haben, geschwärzt. Das, was ich gesehen habe, das, was ich hören habe, hat nichts mit dem zu tun, was an den Medien oder von der Politik, von Politikern kommt. Die allermeisten waren junge Männer. In den Medien sind immer nicht Mannen mit Kindern abgetaucht. Die allermeisten waren ungebildet, die schlecht Englisch konnten. In den Medien als die gut ausgebildeten, sympathischen Akademiker zu Wort kommen. Alle Guten hätten sie Kinder Asyl aufrufen, noch betreut von UN-Agenzen an der Türkei, Griechenland, Mazedonien, an einem sicheren Drittland. Wir haben in den Medien hat es ausgesehen, wie wenn sie auf der realen Flucht wären, eine Gefahr für ihr Leben. An der Türkei war ihr Leben nicht eine Gefahr. Viele von ihnen haben mir Geschichten erzählt, die einfach nicht gepasst haben. Wir haben in den Medien erschütternd alles gelebt gehen, ohne kritisch nachfragen. Dieser Migrationsstrom war auch nicht zufällig. Internationale Hilfsorganisationen haben Leute versucht, Privatorganisationen mit freiwilligen Sachen ausgedeelt, serbische Busentreprisen haben Busse organisiert für die Grenze, natürlich alles auf Arabisch auf für gute Preis. Und da waren noch politische Aktivisten vom linksextremen Spektrum, die hier quasi Tres organisiert haben. Sie haben Handy-Uploadestationen abgerichtet.
Sie haben eine Karte vom Balkan ausgedeelt. Sie haben den Leuten erklärt, was für Routen am Moment ob sind. Sie haben ihnen all Trick erklärt, wie ihr über die Grenze könnt. Sie haben sie encouragiert, weiter an Deutschland oder Schweden zu gehen, weil dort am besten wäre. Ihr Ziel war, die Leute absichtlich an das Länder zu lotsen. Die serbische Polizei hat sie Gewehre gelost, weil sie wollten Migranten weiter an ein anderes Land ziehen lassen. All das Akteure haben den Migrationsstrom überhaupt möglich gemacht. Ich habe jetzt gefragt, wo will da hin? Für was will da hin? Die Antwort war klar. Germany, Germany, Germany. Sie geben da ein Haus kriegen. Sie wären da willkommen. Merkel hat sie invitiert. Die mediale Szene von der deutschen Willkommenskultur, von der schwedischen Willkommenskultur war fatal. Das hat enormen psychologischen Druck auf die vulnerablen Leute an einer schwierigen Situation, vielleicht auch in der Türkei, ausgeübt, für doch zu probieren, den langen und gefährlichen Weg über das Mittelmeer und durch all die europäischen Länder zu gehen. Auch zu Lützeburg ist das passiert. Der frühere Bauminister Jean Asselborn hat sich mit Asylbewerber fotografieren gelassen, an der Welt signalisiert, dass das reichste Land von der Welt offen ist. Das ist ethisch problematisch, Leute an einer schwierigen psychologischen Situation für eine Kamera von der Weltpresse zu bringen, das war kein Thema für ihn. Wir wissen alle, es ist einfach ein flott Foto zu machen, mit das viel schwer jahrelange Prozess von der Integration an der Gesellschaft oder Trickfeierung von aufgelehnten Asylbewerbern gut und menschlich hinzukriegen. Als Asylbewerber haben wir sie voll. Unerkannte Flüchtlinge fanden keine Wohnung, Rückfeierungen klappen nicht gut. Probleme, die hin matt geschafft hat, müssen nur andere lesen, wie den Herr Hahn oder den Herr Glotet. Von der früheren Bauminister gesagt hat, dass hin sich aus seiner Pension als Freiwilligen an diesen Thema engagieren für Integration, da gibt es so ein, dem Mann lebt seine Politik. Aber nee, ich gesehen hin, lot dauernd auf Foto mit seinen Fans bei Vorstellungstour für seinem Buch oder man Velo NRW. Migrationskrise hat Europa nachhaltig geschwächt. Sozialsysteme sind massiv belastet über Jahrzehnte. Ein Land profitiert von Arbeitsmigration, aber nicht von Abwanderung an neue Sozialsysteme. Wie viele sozial schwache Lützeburger oder Ausländer, die jahrelang zu Lützeburg geschafft haben, haben keine Wohnung mehr gekriegt. Die Kriminalität ist deutlich an die Lut gegangen, besonders bei bestimmten Nationalitäten. Statistiken an Deutschland und an anderen Ländern schwätzen einen klaren Spruch. Dass der Minister Gloden als keine so Statistiken über Lützeburg bringt, schwätzt auch ein klarer Spruch. Durch die unkontrollierte Immigration aus dem Tor von kulturfremden Menschen, die sich nicht können oder wollen integrieren, signifikant an die Lut gegangen. Der Frust, zumeist bei jungen Männern, treibt an Kriminalität, und auch an den Islamismus, an den Terrorismus. Den Terror als Sicherheitsrisiko ist an die Lut gegangen. Guckt euch, Herr Baum, einen Bettungsblick für unsere Christenmärkte an, und da sieht wie sich die Sicherheitssituation an unserer Gesellschaft, in unseren europäischen Gesellschaften verbessert wird. Die Entstehung von Parallelgesellschaften also ein massives Problem gehen. Geht durch Demografie nach mehr problematisch an den nächsten Jahren. Diesen Asylpakt probiert zu korrigieren, was an den letzten 10 Jahren falsch gelaufen ist. Der Pakt von 2024 kommt viel zu spät, mir ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Auf den Außengrenzen wird eine verpflichtende Screening-Prozedur angefordert. Maximal 7 Tage sollte dauern. Es gibt einheitliche Regeln für Asylverfahren. Für Leute aus Ländern mit einer Unerkennungsquote unter 20% gibt es beschleunigte Verfahren. Wenn ein Land keinen Asylbewerber abholen will, können sie dafür bezahlen. Das ist der größte Unterschied zum alten Dublin-System. Es gibt auch eine spezielle Krisenregelung. Zusätzlich soll Zusammenarbeit mit Herkunftsländern verstärkt gehen.
Das alles Schritt an die richtige Richtung, aber wir werden doch matstimmen, aber dieser Pakt geht nicht weit genug. Der Pakt schafft keine richtige Aufschreckung. Irregulär Migration lohnt sich weiter. Der Solidaritätsmechanismus ist trotz allem ein Zwang. Letztlich kann gezwungen, die Leute abzuholen oder muss bezahlen. Und Verfahren sind limitiert an viele Ausnahmen. Der Pakt als ein Kompromiss ist viel besser wie nicht. Was uns eine besondere Hoffnung möchte, ist, dass sich die Wand am Europaparlament dreht. Am März 2026 hat das Europaparlament eine neue EU-Rückführungsverordnung angeholt. Als Europäische Mammenpartei DCR, die Europäische Konservative Reformer, hat hier eine wichtige Funktion als Brückenbauer gespielt. Der Meloni, sein Fratelli d'Italia, PiS aus Polen und Schweden Democrats spielen eine wichtige Rolle für politische Majoritäten am Europaparlament zusammen zu kreieren. DVP, die Mammenpartei von der CSV, hat mit Rätseln Fraktionen gestimmt. Außer der CSV hat 2 Europadeputiert. Sie wollten das absolut nötige Verbesserungen blockieren. Du seid in der CSV nicht geschlossen für eine mehr konsequente Asylpolitik steht. An den Europadeputierten von der DP hat auch dagegen gestimmt. Auch von der LSAP an die Grünen sowieso. Just ein ADR-Vertreter, Herr Ferner-Karteiser, hat matt gestimmt. Auch an dem heutigen Punkt als der DDR an der politischen Mitte an Europa. Am Europaparlament überholen sie Eispositionen, nicht er. Diese Wort ist wichtig. Mehr sehr Rückführung durch Zentren an Drittstaaten sind möglich. Haftmöglichkeiten gehen erweitert und der Missbrauch von Rechtsmitteln wird angestrengt. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr effiziente Rückführungen. Ich hoffe, dass die Regierung auch diese Mesuren trotz ihren Europadeputierten mitdreht. Die Majorität der Bürger fordert eine konsequente Asylpolitik. Eine Person, die kein Anrecht auf Asyl hat, muss die EU verlassen. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich will meine Rede mit der Aussage von einer syrischen Mama aufschließen. Sie ist wegen dem Krieg aus Syrien geflüchtet auf Kairo. Sie hat hier an einer sicheren, aber nicht einfach ökonomischer Situation mit ihrem kleinen Mädchen gelebt. Die Reporterin hat sie gefragt, ob sie nicht auch gedurcht hat, über das Mittelmeer an Europa zu kommen. Sie hat gesagt, nee, ich will das Leben von meinem Kind nicht unnötig aufs Spiel setzen. Das Leben hier an Kairo ist nicht einfach, aber auch für viele Ägypter auch nicht. Mit UN hilft man. Diese Frau hat in einer schwierigen Situation genau richtig gehandelt. Aber sie lebt nicht an Europa. Sie kriegt nicht einen hohen Mindestlohn oder wohnt in einer Sozialwohnung. Ihr Kind geht auch nicht an europäische Schule. Nicht mehr, weil sie als Mom responsabel gehandelt hat. Ich frage nicht, hätten wir nicht sollten so Menschen helfen, Menschen die Responsabilität überholen, Menschen, die am echten sicheren Drittland von der EU Asyl angefordert haben. Merci.